Guten Morgen, Mittag, schönen Tag da in der Schweiz, in Deutschland, in Bali, überall. Wir sind in Talk and Pray. Mit mir ist die Isa. Sag mal Hallo. Genau, Hallo. mega cool. Wir sind zusammen heute am Start für diese Session und schön bist du dabei. Ich habe schon so viele Herzli gesehen. Isa, die Leute sind so richtig liebevoll. Mega schön, Hä? mega schön. Und wir lieben liebevoll oder wir grüßen liebevoll zurück. Wen grüßt du? Heute darfst du jemanden grüßen, Isa. Ich grüße heute die Franziska, die Sissa aus Bali. Sie schaut aus Bali zu, ist in einer Microchurch oder leitet eine Microchurch. Hey, Jetzt habe ich den Video gesehen davon. ehrlich? Ja, sie hat einen kurzen Video gemacht. Ja. Ja, ich liebe diese Frau wirklich. Sie ist einfach ein Goldschatz. So Ja, gut, ich so kenne sie gut. persönlich, mega. Also, Ja. also Grüße an alle anderen, die jetzt heute dabei sind. Wunderschön. Talk and Pray. Heute zum Thema, zu der Message vom Sonntag mit Andreas Pantli. 6 Schritte zum göttlichen Erfolg. Wir beten anhand von dieser Message. Wenn du diese Message noch nicht angeschaut, angehört hast, kannst du die jederzeit. Wir haben den Link, können wir noch posten. Marco, den kannst du sicher posten. Im Chat. Wir haben dort wunderbar Chat-Host und ich selber und die Isa sind auch im Chat dabei. Und nutzt die Möglichkeit, die Message vielleicht noch anzuschauen, wenn es du noch nicht hattest. Wir werden heute, heute möchte ich wirklich ganz bewusst für jede einzelne Person, die heute zuschaut, beten. Das heißt, wir werden 5 Minuten sicher noch einplanen für einfach Gebetsanliegen. Schreib sie noch nicht jetzt in den Chat hinein, sondern erst etwas später, damit wir die nachher sehen, oder? Aber du kannst schon überlegen, ich werde mir Zeit einplanen, zum wirklich für jede einzelne Person. Auch du, wenn du noch nie in den Chat hineingeschrieben hast und denkst, das mache ich nicht. Wieso nicht? Am Schluss. Ganz so anonym. Genau. Alright, Isa, wir fangen an. Ich freue mich, die Message am Sonntag. Ich war in den Ferien, habe sie nachgeschaut. Du warst hier. Nein, ja, ich war hier, aber ich hatte so viel zu tun. Ich habe sie auch nachgeschaut. Genau, ich habe sie auch nachgeschaut. Was hat speziell zu dir gesprochen? Es war einfach gigantisch. Ich habe es wirklich, es hat mich berührt, die ganze Message. Ich kann dir nicht jetzt einen Punkt speziell herausnehmen, weil ich finde, die ganze Message ist so relevant für dein und mein Leben. Ja, also sehr wenn praktisch, wir gell? nach diesen Punkten wirklich gehen können und wirklich uns danach ausrichten können, ich glaube, dann haben wir ganz viel richtig gemacht. Aber jetzt ich. hast du, denke ich, schon einige Leute richtig lustig gemacht, Ja. sagen wir in der Schweiz. Ja, unbedingt Message schauen, wirklich Sag nachschauen. mal, vielleicht gibt es einige Leute, die online da sind und die dich nur kennen als Isa, Gesicht da, aber wenn du sagst, du warst Sonntag beschäftigt, was machst denn du am Sonntag? Genau. Ich bin am Sonntag, leite ich eine Anlaufstelle, was so viel bedeutet, wie ich versuche, Not mit freiwilligen Ressourcen zu verbinden. In der Kirche? Ja, in der Kirche. Ja, genau. Du bist das ist ein wichtiger Job, hey. Ganz praktische Hand und Fuß. Hey, Ja. komm, wir starten doch mit dem Gebet. Wo können wir anfangen, Lisa? Wir haben ja diese 6 Schritte. Genau, wir haben die 6 Schritte zum göttlichen Erfolg und lasst uns einfach beten, dass Gott uns Verständnis gibt für diese Schritte, die wir jetzt dann durchbeten mit euch. Und Jesus, ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass du mit uns bist, dass du zu uns sprichst, dass du uns liebst, dass du einfach unsere Herzen berühren darfst. Ich bitte dich, dass du uns in die Freiheit führst. Ich bitte dich auch, dass du uns einfach dort heilst und dort einen Finger drauf tust, wo wir es brauchen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir auf dich zählen dürfen und wissen dürfen, dass du heute einmal mehr zu uns sprichst. Amen, yes. Danke, Jesus. Amen. Ja, und lass uns doch gleich mit dem ersten Punkt beginnen. Glaube deinen Augen nicht. Was heißt das? Glaube deinen Augen nicht. Ich denke, glaube deinen Augen nicht. Andi hat das so mega, mega cool gesagt in der Message. Dass Samuel, der Prophet, dazu berufen war, den König zu salben, oder? Und er ging zu einem Mann, Gott hat ihm gezeigt, er soll zu diesem Mann gehen und er hatte Söhne. Aber keiner dieser Söhne war dann eben dieser kommende König. Und
Andi hat so darauf hingewiesen, hey, glaube deinen Augen nicht, also versuche auch mit Gott zu kommunizieren und frage ihn, wie siehst du die Situation, wie siehst du die Person, So wie gut. siehst du mich, oder? Ja. Und ich denke, das ist matchentscheidend. Und was mir dabei aufgefallen ist oder was ich in meinem Alltag versuche zu leben, ist wirklich, wie es im 1. Könige 3, 9-10 steht. Hier steht, darum bitte ich dich, Herr, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen kann. Oder eben dein Volk, deine Familie, deine Kinder, damit ich einfach weise Entscheidungen auch treffen kann, oder? Und dann geht es weiter, denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Oder du kannst hier einsetzen, wie könnte ich meine Familie hier richtig regieren, führen? Also regieren, genau, führen. Wie könnte ich das, was Gott mir anvertraut hat, wirklich richtig machen? Eben ich in meinem Job, im Social Care Bereich oder du denn in deinem Job mit deinen College-Studenten, die du hast. Wie kannst du diese Menschen richtig führen? Und da bist du da manchmal auch wie soll ich sagen, verführt, den Menschen anzusehen und zu denken, wow, der ist mega und der könnte ein potenzieller, weiß ich nicht was, Leiter oder Pastor sein, aber lässt du dich dann auch korrigieren von deiner Sicht, lässt du Gott reinsprechen, hey, Ja, es ist eine gute Frage, gell? Es gibt ja, ich finde dieser Punkt, glaube deinen Augen nicht, ich finde ihn etwas provokant. Ganz ehrlich gesagt. Weil, sowieso musst du alles, was du siehst, den Verstand abschalten. Also wenn ich sehe, dass man sagt, mein Verstand, das mit dieser Person, das klappt nicht, oder? Und das ist ja nicht nur falsch, weil ich aus Erfahrung und praktisch Weisheit, oder? Und dann aber trotzdem darüber noch die Gottessicht zu haben, das finde ich nicht immer gleich einfach, weil es ja nicht das andere grundsätzlich. Ich erlebe nicht so, dass es immer im Kontrast ist. Also ab und zu ist das ja auch wie im Miteinander. Also, aber ich habe schon auch gemerkt, dass es Zeiten gab, bei mir war es oft mit Menschen, denen ich Mühe hatte. Was heißt Mühe hatte? Ja, die haben mich genervt. Gibt es das? Ja, ganz wenig, aber es gibt es. Und wenn ich dann sehe, wie sieht Gott eben andere Augen, merke ich, dass er sieht die Person anders. Und das gibt mir Liebe, Barmherzigkeit, Verständnis. Oder wenn wir interns auswählen, wir haben Bewerbungen. Ja, Und dann genau, sehe ich sofort, sehe ich die Bewerbungen da und ich denke schon, das und das und das. Und nicht immer war ich richtig. Ja, genau. Und ab und zu haben wir ganz bewusst, wir beten auch über all diese Bewerbungen, haben wir gesagt, weißt du was, ich glaube, Gott könnte etwas tun in diesem Leben und da könnte noch mehr sein, als wir sehen. Mega. Und es hat sich schon sehr ausbezahlt und ab und zu waren wir etwas, das kannst nicht alles planen, aber ich denke, es ist wichtig, ja. Eben, dann verstehe ich dich richtig, dann lässt du dich korrigieren Mega. von Gott. Und wie machst du das ganz konkret? Du hast gesagt, du betest. Ich überlege mir ganz praktisch, Gott, wie siehst du die Person? Ja, Also diese mega. Frage hilft mir. Und dann kannst du darauf zählen, dass Gott dir das wirklich zeigt. Hast du dann wirklich einen Perspektivenwechsel? Oft oder manchmal? Oder kann man das so sagen? Manchmal. Ja. Ich kann nicht sagen, gerade immer. Ja. Aber für mich ist es ein Glaubenssatz. Wenn ich sage, Gott, zeig mir auf, wie du sie siehst, dann habe ich ihm die Erlaubnis gegeben, mir meine Augen zu öffnen. Mega. Und dann vertraue ich, dass ich dann muss ich trotzdem genau. weiterlaufen. Also Ja, irgendwo genau. muss ich, aber oft bekomme ich neue Aspekte sichtbar über oder ich bekomme Glaube oder ja. Ja, genau. Eben. Und Oder? das ist genau das, was ich mir von ganzem Herzen wirklich wünsche, dass wir wirklich die Perspektive von Gott bekommen, dass wir die Augen von Gott bekommen und uns einfach korrigieren dürfen, dass Gott uns korrigieren darf. Und lasst uns für das beten, dass wir wirklich uns korrigieren lassen von Gott und eben nicht mit unseren Augen schauen, sondern versuchen, mit Gottes Augen zu schauen. Und ich danke dir, Jesus, einfach, dass das so essentiell sein kann und ist in unserem Leben, dass wir mit deinen Augen schauen. Dass wir bereit sind, dich immer und immer wieder zu fragen,
Wie siehst du die Person? Wie siehst du die Situation? Und ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir uns korrigieren lassen, auch wenn vielleicht die Person oder die Situation unbequem ist oder nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Aber ich danke dir, dass du uns die Perspektive immer wieder neu schenkst und dass wir eine Sicht bekommen, die einfach göttlich ist, und dass wir so Dinge ins Rollen bringen, wie wir es niemals könnten. Und ich danke dir dafür, dass du uns dabei hilfst. Yes. Und ich tue auch Buße dort, wo ich es nicht kann und wo ich es nicht will. Und ich sage, ich bitte dich um Vergebung und ich wünsche mir, dass du mehr in mein Leben sprechen darfst. Amen. Amen. So ein wichtiges Gebet. Danke, Isa. Hey, zweiter Punkt ist, meine Damen und Herren, Gott braucht dich, wie du bist. 6 Schritte zum Erfolg. Wir sind bei Talk and Pray und wir haben ein Online-Gebets-Lunch-Meeting mit Gran Canaria, Peru, Deutschland, Schweiz, Österreich, Bali und vielleicht noch andere Länder. Schreibt es in den Chat. Das finde ich cool. Hä? Mega. Das haben wir jetzt gerade. Mega. Ist schon krass. Come on. Also krass. nicht einfach nur passiv dabei sein, sondern seid aktiv dabei. Braucht den Chat, auch wenn ihr das vielleicht zum ersten Mal für euch ist. Also zweiter Punkt, wir beten anhand den 6 Punkten, die Andreas Pant in der Message vorgebracht hat. Gott braucht dich so, wie du bist. Und das finde ich so stark. Er braucht nicht meine Maske. Ja. Er braucht nicht meine Maske. Ja, das ist schon ein ganz krasses Bild. Wie oft denke ich, begegne ich immer mit Menschen, die sagen, wenn ich jetzt Christ bin und wenn ich das, dann muss ich so sein. Und er sagt, ja, kannst du Gott etwas vorspielen oder was? Ja, nein, das können wir definitiv nicht. Nein. Hey, wir haben dazu einen Clip von Andreas Pantli hier. Ready. Bald, in wenigen Sekunden, kommt er von unserem wunderbaren Videoregie. Zu dünn, zu klein, kein Krieger. Und doch sagt er, nö, wenn es ein Wunder braucht, dann ist es ein Wunder. Und wenn Gott mich gebraucht, dann reiche ich Gott so, wie ich bin. Und ich brauche nicht die Metaphern dieser Welt. Ich brauche nicht die Dekoration meiner Gesellschaft und all die Dinge, die die Gesellschaft mir sagt, ich haben muss, um ein erfolgreiches Leben zu haben. Um erfolgreich zu sein in der Firma, in der Kirche oder wo auch immer Gott dich hinstellt. Nein, ich bestehe darauf, dass Gott mich so geschaffen hat, wie er mich geschaffen hat. Und dass er so ans Ziel kommt, wie er mich geschaffen hat. So ermutigend zu wissen, Gott braucht uns so, wie wir sind. Isa, du lässt dich von Gott brauchen, immer wieder herausfordern. Ja. Wie bist du damit umgegangen, mit dieser Akzeptanz, dich zu akzeptieren, wie du bist, du kennst ja deine Stärken und Schwächen am besten. Genau. Ja, wie bist du damit umgegangen? Also für mich war das ein krasser Prozess, weil als ich dann zum Glauben kam mit 31, da hatte ich so viel Minderwert und so wenig Akzeptanz für mich selber. Also das war ein langer Prozess. Und ich bin immer noch dran. Ich denke, das ist ein Lebensprozess irgendwie, oder? Weil es kommen immer wieder so Situationen, da habe ich das Gefühl, ich bin zu wenig, ich kann das nicht, und dann schaue ich auf andere. Aber das ist eben genau falsch, oder? Und das tut so gut zu hören, hey, sei du selbst, getrau dich so, wie du bist, es ist okay so. Also logisch ist es wichtig, dass man sich immer wieder reflektiert und an sich selber arbeitet, das ist nicht der Punkt, aber der Punkt ist, hey, wenn ich jetzt halt eher introvertiert bin, dann ist das doch okay. Und wenn ich jetzt halt eher laut und schrill und schräg, also schräg nicht im Negativen, sondern oder halt glitzerig unterwegs bin, mega extrovertiert, extravagant, dann ist das okay. Und da bin ich im Fall immer noch dran, weil ich oft das Gefühl habe, ich kann doch nicht. Und dann sagt mir Gott immer wieder, hey Isa, sei wirklich, getrau dich, weil es ist okay so. Und dann kann es halt auch sein, dass du aneckst, aber ich denke, du bringst dein Potenzial nie auf die Straße, das, was Gott in dich hineingelegt hat, wenn du immer versuchst zu sein oder dich anzupassen oder dich klein zu machen. Weißt du? Ja. Sondern
ich denke, dein wahres Ich, deine Persönlichkeit ist ja auch ein Markenzeichen, das Gott ja auch einsetzen möchte. Ist aber auch Oder? noch etwas, vollkommen recht hast du, aber es ist auch noch ab und zu eine Spannung, oder? Wir leben in dieser Next Step Culture von dich entwickeln, lass den Heiligen Geist dich verändern. Und da, das geht Hand in Hand, aber oft haben wir das Gefühl, eben, ich muss schon so sein. Ich muss das schon können. Und ich glaube zum Beispiel, ich beobachte das auch zum Beispiel in der ganzen Taufefrage. Ich bin noch nicht ready für die Taufe. Oder? So diesen Glaubensschritt. Oder ich Teamleiten. Ich habe gerade angefangen, die Bibel zu lesen. Oder? Und ich merke, dass das ist schon tief bei uns drin. Dass wir denken, ich muss erst das, und wenn ich merke, in der Bibel, sagen, hey, Gott beruft Leute, und nachher sagt er, nimmt das schon oft in den Weg mit, er lehrt sie, aber der Wachstum passiert oft on the go. Ja, genau. Aber ich denke, das hat auch viel mit Identität zu tun, oder? Wenn du keine gesunde Identität hast, fällt dir das schwer, dann kannst du das gar nicht. Oder du überschätzt dich, und weil du dann eben keine gesunde Identität hast, passiert dann genau das, dann strauchelst du, weil du glaubst ja dann nicht, dass du wirklich gesetzt bist oder dass dich Gott wirklich gebraucht dafür, und dann wird es nicht funktionieren. Aber dann kommt es wieder darauf an, was hast du für eine Person, die dir eben Mut macht, die dich ermutigt, oder? Und die dir hilft auch wirklich zu glauben, hey doch, es ist wirklich, do it. Ja. Die Rebecca aus Peru sagt gerade, hey, ich würde gerne wissen, wie Gott die Situation in Peru, da gibt es viele Unruhen, wie Gott die Situation in Peru gerade sieht. Also ich merke auch, da brauchen wir in unserem Land, unsere Regierung brauchen wir schon auch die Gottessicht. Hey? Einfach auf deinen Punkt, oder? Ja. Wie sieht er jetzt in Europa mit Krieg, mit Ukraine, eben Peru? Es gibt so viele Orte, wo hey, kann man verzweifeln. Ja, wie gehst du mit solchen Situationen um, wo du ein Land oder ganze Regionen siehst? Ich versuche wirklich, also weißt du, es gibt ja viele Leute, die sprechen dann einfach und sagen, ja, die Regierung müsste dies und jenes und überhaupt und sowieso, und da kann ich ja nichts daran rütteln. Und ich habe einfach angefangen, wirklich für Situationen zu beten, für Länder zu beten, für Situationen zu beten und wirklich Gott zu fragen, hey, wie siehst du, wie kann ich beten, wie siehst du die Situation, was willst du mir zeigen für mich, für meine Familie, bleibe ich in diesem Land, soll ich aus diesem Land gehen, oder ja, ich bin so angewiesen auf meinen Gott und auch angewiesen darauf, dass ich vertraue, was er mir sagt, dass ich das richtig höre und dann auch umsetzen kann, oder? Ich glaube, das Gebet ist einfach, es tönt so 0815, ja, bete mal, aber es ist das A und das O, es ist match entscheidend. Das machen wir jetzt gerade, der Punkt, Gott braucht uns so, wie wir sind. Und ich würde gerne, dass wir Zeit kurz nehmen, jeder für sich ganz kurz, ruhig. Wenn du möchtest, darfst du ein Gebet in den Chat hineinschreiben, aber einfach ein ganz einfaches Gebet beten und sagen, Gott, hier bin ich. Mit all meinen Stärken und Schwächen, hier bin ich. Wenn du mich möchtest, dann möchte ich mich nicht dir verweigern. Gott, da bin ich. Da sind wir. Gott, da bin ich. Ich gebe mich dir hin mit all meinen Stärken und Schwächen. Ich fordere dich jetzt heraus, wenn du das möchtest, mach das gerade an deinem Ort, am Mittagstisch, wo auch immer du jetzt gerade bist. Das kannst du laut machen, leise machen, das ist eine Herzenseinstellung. Sagst, hier bin ich. Du möchtest mich jetzt brauchen, nicht morgen. Nicht, wenn ich das hingekriegt habe. Deine Vergebung brauche ich heute wie auch morgen. Deine Gnade brauche ich heute wie auch morgen. Heute ist es mir vielleicht einfach mehr bewusst. Aber auch morgen werde ich sie brauchen. Ich brauche dich.
Und wenn du mich brauchen möchtest, dann verweigere ich mich dir nicht, sondern ich gebe mich dir hin. Total. Heute. Amen. Du hast jetzt im Gebet eigentlich ein ganz berühmtes Gebet zitiert, oder? Mein Herr und mein Gott, Gib mein mir. Herr und mein Gott. Genau. Ja, Vom Bruder Klaus. ja. Nimm alles fort von mir. Oder ich Mein weiß Herr nicht. und mein Gott, nimm mich ganz zu eigen dir, ist der Schluss, Ja. genau. Mega schön. Ja. Mega. Da gibt es so einen unglaublich coolen Song von Hillsong United. Quasi, if you want my heart, you can have it. Quasi, Ja, you can genau. have it. If you want my heart, I'm not going to refuse it. Mhm. Oder? Mhm. So Mhm. quasi, du siehst, wie broken und Genau. unvollkommen, aber Ja. das bricht mich immer wieder an. Ja, genau. Das bringt mich so in eine Situation von Dankbarkeit und Abhängigkeit. Von Abhängigkeit. Und genau das ist der nächste Punkt, nämlich vertraue dem, der hinter dir steht. Und das ist wirklich etwas, das habe ich meinen Kindern immer und immer wieder gesagt und das bete ich auch oft für sie. Also jetzt sind sie groß, ich bete es noch immer. Aber ich denke, das ist so wichtig, dass wir wissen, wer hinter uns ist, weil Ja. dann müssen wir keine Angst haben, was vor uns liegt. Und dann können wir einfach auch sagen, Jesus, wir schauen auf dich und alles andere wird sich einfach zeigen, wird sich ergeben und du wirst uns schützen, du wirst uns helfen, du wirst uns leiten und führen. Und Andy Pantley hat in seiner Message das Bild mit einem kleinen Bären und dem Wolf gebracht. Und da geht es darum, dass der kleine Bär vor einem Wolf steht, der ihn fressen möchte und dann macht er so ganz mickrig so, irgendwie will er wie schreien, er brüllt, ich weiß gar nicht, wie ein Bär brüllt, ich kann das nicht. Genau, irgendwie so. Und dann merkt er, wie der Wolf zurückweicht und Angst bekommt und abhaut. Und auf einmal spürt der kleine Bär, wie etwas sanft über seine Schultern schaut und dann merkt er, oh, der große Bär, der Vater steht hinter mir. Und das Bild, das hat mir schon so oft geholfen, denn da hast du wirklich, das ist so krass, einfach zu wissen, mein Gott ist hinter mir und er wird mir helfen durch meine Situation hindurch. Und das ist einfach, weil wir haben einen allmächtigen Gott. Wir haben einen allwissenden, allgegenwärtigen und allmächtigen Gott. Und wenn er für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Hey, komm, segne uns doch gerade mit dieser Gewissheit. Und das möchte ich gerne tun. Ich möchte uns segnen. Ich segne uns hier im Online-Studio. Ich segne uns online. Ich segne einfach wirklich uns mit diesem Vertrauen, dass wir einen allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gott haben, der für uns ist, der mit uns ist, der durch uns ist und dem nichts unmöglich ist. Und ich segne uns, dass wir uns einfach immer wieder, kapitulieren dürfen und wissen dürfen, hey, wir haben nicht diese Kraft und diese Macht, um gegen den Feind anzukämpfen. Aber unser Gott hat es sehr wohl. Und wenn wir im Namen Gottes kommen, so wie es David getan hat, dann muss der Feind weichen. Dann haben wir gewonnen. Dann ist der Sieg unser. Amen. Und wie auch immer dieser Sieg aussieht, über deinem Leben, über unserem Leben, das wird Gott schenken und wird Gott zeigen, indem wir ihm unsere Situationen hingeben und einfach sagen, hier sind wir, brüll du für uns, verscheuche du den Feind für uns. Ja. Und ich segne uns mit diesem göttlichen Glauben, den wir brauchen, um Siege zu erzielen. Im Namen Gottes. Amen. Amen. Danke. Wir gehen einen Punkt weiter und zwar der nächste Schritt zu einem erfolgreichen Leben ist, setze ein, was du hast. Der David hat die Steinschleuder eingesetzt, weil das konnte er.
Er konnte nicht kämpfen mit Schwert und Rüstung, das war zu schwer, aber mit der Steinschleuder konnte er. Und ich weiß nicht gerade, was du hast, was Gott dir gegeben hat, aber das, was er dir gegeben hat, die natürlichen Begabungen, die natürlichen Leidenschaften. Im College machen wir immer diesen Workshop Berufung entdecken, wo es gerade darum geht, quasi die Werte, deine Vergangenheit und deine Begabungen, die zusammen zeigen oft auf, wo Gott uns haben möchte, Berufung. Aber eben die Begabungen sind entscheidend. Und was ich jetzt gerne machen würde, ist ein Popcorn-Gabengebet. Isa, bist du dabei? Popcorn-Gabengebet. Habe ich Erklären gerade bitte. jetzt erfunden. Ja, keine Ahnung, was du meinst, aber ja, natürlich. Was es heißt, ich sage Gott Danke für was ich habe. Also all die Gaben, die ich glaube, Gott hat mir gegeben und die können nur ganz alltäglich sein. Zum Beispiel, ich kann den Tisch schön dekorieren, weil ich ein schönes Auge habe. Das kannst du wirklich? Nein, ich nicht. Ich nicht. Okay. Doch, aber ich habe Zum es gelernt. Beispiel. Okay. Nein, aber ich weiß, es gibt Leute, die können, und das ist so schön. Das ist so wertvoll. Es gibt Leute, die können gut umarmen. Whatever. Dass wir das reinschreiben. Danke für das. Oder? Ist das gut? Ja. Ist das gut? Liebe Leute online zu Hause, gut? Hand hoch. Gut, aufstehen, wenn ihr müde geworden seid, okay? Ja, sehr gut. Also gut, wir fangen jetzt an. Du kannst auch, schreib rein. Ich fange das an so vorzulesen und dann werden wir einfach im Gebet das wie vor Gott bringen. Ist das gut? Versuchen wir. Ja, genau. Ich fange mal an und sage, Gott, ich danke dir, hast du mir die Gabe gegeben, Dinge positiv zu sehen. Mhm. Jetzt bist du dran. Ja, Gott, ich danke dir wirklich für die Begabung, die ich habe, Menschen zu ermutigen, Menschen schöner zu machen, ihnen zu sagen, wie schön sie sind und was Gott in sie hineingelegt hat. Gott, ich danke dir für die Begabung, die du Martina gegeben hast beim Singen und die Fröhlichkeit. Und ich danke dir für die Begabung, die du Franziska gegeben hast für ihre Fröhlichkeit. Mhm. Ich danke für die Begabung von Susan der Ermutigung. Ich danke dir für Helga, für ihre Begabung für die Gastfreundschaft, Menschen einzuladen, es eben schön zu machen, wie du gesagt hast, Dan. Mhm. Ich danke dir die Begabung, die ich habe, Google Sheets zu machen. So Google Excel-Tabellen. Und Maisi, sie hat die Begabung des Gebetkampfes. Danke dafür. Danke dafür, Jesus. Und ich danke dir für die Begabung der Hilfsbereitschaft. Danke für die Begabung von Lissi für die Jugendlichen, sie zu lieben, sie anzunehmen. Ihr könnt einfach weiter, seid ganz praktisch. Das war nicht nur der Kampf von David war praktisch. Er hatte Begabung im Steinschleuderwerfen. Das ist ganz praktisch. Ja. Danke für die Begabung des Gebets. Mhm. Danke für die Begabung der Kreativität, des Liebenkönnens. Mhm. Jetzt fordere ich dich nochmal aus, seid nochmal etwas tiefer. Schau mal wirklich rein, was kannst du gut? Auch wenn es noch so klein, ich würde gerne noch für Dinge danken, die ganz kleine Begabungen sind. Oh, ich habe eins. Maisi sagt, für ihr, also hier steht, ich verzaubere mit meinem Lächeln. Das ist Schön. krass, weil das ist matchentscheidend im mega. Alltag, Ja. ein Lächeln zu bekommen. Amen. Wow. Geschliffenes Mundwerk. Komplimente, die von Herzen kommen. Come on. Danke aber auch für die Gabe der Verkündigung, wie Susanne schreibt. Das handwerkliche Geschick, das ist wunderbar. Trösten und umarmen. Mhm. Danke für diese Gabe, Mhm. für diese Nahbarkeit auch, ja.
Isa, noch eine praktische Begabung von dir. Ganz eine praktische kleine Begabung von dir. Einfach, ich glaube, ich habe die Gabe, um Vergebung zu bitten. Weißt du, also das ist jetzt vielleicht etwas komisch. Das ist Genau, gut. aber für mich ist es so wichtig, dass ich im Alltag, ja, wenn ich einfach merke, ich habe jetzt da irgendwie Mist gebaut oder so, das kommt ja Gott sei Dank nicht oft vor, aber trotzdem, dass ich einfach hinstehen kann und sagen kann, hey, es tut mir leid. Und das habe ich wirklich einfach immer versucht zu üben in meiner Familie, damit ich das eben auch sonst kann. So schön. Ich finde das... Es ist stark. Also ich bin dankbar, dass ich das kann, wirklich. Ja. Ich kann gut Carbonara-Soße machen. Ganz etwas anderes so gut. Und mit dem bringe ich ein Lächeln auf die Gesichter meiner Kinder und meiner Frau. Carbonara. Wirklich, ich bin saugut daran. Ja, aber das ist cool, da komme ich mal zu dir. Carbonara essen. Alright, haben wir noch eins praktische, schöne Stimme im Morgen. Ja, sehr gut. Alright, also jetzt, wir gehen weiter, Isa. Komm, sonst wir gehen weiter, genau. Setze deine Integrität über den Erfolg. Integrität, was heißt das für dich denn? Was ist Integrität? Das ist eine Authentizität mit göttlichen Werten und Moralvorstellungen kombiniert. Mega. Und was sind für dich göttliche Werte? Ja, Integrität ist eben, ich stehe zu meinem Wort, ich bin aufrecht, gerecht, ehrlich, korrekt, zuverlässig. Und was mich interessieren würde, wo hast du hier ein Übungsfeld, ein Trainingsfeld oder oder ist das dir einfach angeboren? Bist du einfach so? Das ist eine gute Frage. Ja, weil das... Nein, ich kann einfach, also ich würde so ein Problem haben mit mir. Also wenn ich, für mich, wenn ich Ja sage, dann habe ich Ja gesagt. Und wenn ich sage, es sind so viele Leute dort an diesem Gebetsmeeting gewesen, dann sind so viele Gebete. Also für mich hat es mit Ehrlichkeit zu tun, mit Vertrauen zu tun, Zuverlässigkeit zu tun. Und für mich sind das Dinge, die sagen, so bin ich. Ja. Und ich gehe nicht darunter. Ja. Und könnte man sagen, dass du eigentlich das im Kleinen, im Privaten, weil du bist ja ein Mann auch, der auf der Bühne steht, oder? Könnte man jetzt von dir auch sagen, okay, du bist eine Person, die das auch im Kleinen zu Hause in der Familie so macht, damit du eben auch im Rampenlicht eben nicht schummeln musst, wie zum Beispiel mit Zahlen, oder? Dass du nicht einfach sagst, ja, es waren so und so viele Online-Zuschauer dabei, um dich besser, größer, schöner zu machen. Könnte man das so sagen? Ja, definitiv. Ja. Für mich ist die Familie ist der Kompass meiner Integrität, so kann man schon fast sagen, weil die sehen alles. Ja. Und ab und zu stelle ich mir immer vor, was ist, wenn meine Kinder, meine Frau jetzt da, weil die wissen sofort, ob das echt ist ob oder das jetzt nicht. echt ist, was ich sage, aber auch wie ich mich gebe. Ah, genau. Ja, das ist auch mega schön, ja. Wäre es für dich okay, wenn du jetzt gerade für das beten würdest, für uns? Gern. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser moraler Kompass bist, Heiliger Geist, in unserem Herzen. Und ich bete jetzt für jede einzelne Person, dass wir wieder aufstehen dürfen. Aufstehen dürfen für Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, integrell Menschen werden, auch wenn es uns etwas kostet. Ich bete, dass jede Person, die jetzt zuschaut, dass du eine vertrauensvolle Person werden oder bleiben kannst, weil Menschen sehen, das ist eine integre Person. Dieser Person kann ich vertrauen. Und was sie sagt, lebt sie. Und die Werte, die sie vertritt sie auch im Kleinen und im Unsichtbaren. Und ich bete jetzt wirklich, segne dich jetzt gerade, wo du zuschaust, dass so ein innerer Kompass aufstehen kann, dass du Mut bekommst, aufzustehen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es dich etwas kosten würde,
Aber der Lohn dafür ist riesig und auch wenn du den Lohn nicht bekommst auf Erden, Gott sieht es und Gott hat es gesehen bei David. Und ich weiß nicht, wo David gelandet wäre, auch wenn er eine Prophetie hatte als König, wenn er nicht dort integer gehandelt hätte. Und darum, Vater, ich bete wirklich für uns, dass wir da einfach hinstehen dürfen. Amen. Und ich möchte einfach noch anfügen, dass wir wirklich für uns das in Anspruch nehmen. Ja. Dass wir nicht auf andere schauen, ja, aber die machen das nicht und die sollten doch, sondern dass wir bei uns anfangen. Dass wir zuerst wirklich den Balken in unseren Augen sehen und dort beginnen, diese Integrität zu leben. Ich danke dir einfach, dass du uns hilfst, wie Dan es gesagt hat im Gebet, wie er gesagt hat, dass wir, egal, auch wenn es uns etwas kostet, dass wir anfangen, integer zu leben. Und dass wir darauf vertrauen, dass du uns hilfst und es richtig machst. Amen. 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 Isa, wir haben noch einen Punkt und dann möchte ich noch beten für die Leute. Einfach vielleicht segne und vergebe. Was ist dir da auf dem Herzen ganz kurz? Segnen und vergeben. Wichtig, hey, krass. Mega. Eben. Deine Begabung. Ja, jeder von uns, auch online, wir alle haben so viel mit Menschen zu tun. Und mit Menschen zu tun, wir sind in Beziehungen und da ist es so wichtig eben, dass wir einander immer wieder segnen, ob uns die Person passt oder nicht. Weil ich glaube wirklich, segnen, das ist so göttlich und setzt uns auch wieder frei, um die Person eben mit den Augen von Gott zu sehen. Und indem wir die andere Person segnen, lassen wir sie auch frei, geben wir sie in die Hände von Gott und wir sind dann nicht mehr gebunden an die Person, oder? Weil wenn ich segne, dann bin ich auch bereit, um zu vergeben. Und wenn ich vergeben kann, wenn jetzt irgendwie, ja, schwierige Situation, irgendjemand verleumdet mich, erzählt etwas, das gar nicht wahr ist, ja, dann kränkt das mich ja und das ist nicht cool. Aber ich möchte wirklich die Person freigeben, indem ich sie segne, indem ich dich segnen würde und wirklich sagen würde, Jesus, ich segne Dan, er hat schlecht über mich gesprochen, aber ich lasse ihn frei. Ich vergebe ihm und dann aber auch sagen, hey Jesus, ich möchte, dass du mir ja auch immer wieder vergibst, weil ich ja auch nicht 100%ig korrekt bin. In allem, was ich tue, brauche ich immer wieder Vergebung. Mein Vater hat immer gesagt, segne Menschen, lobe Gott. In Schwierigkeiten segne Menschen, liebe Gott. Das ist ein Schlüssel. Ich glaube, da machen wir jetzt ganz praktisch, können wir jetzt beten, aber ich würde mir wünschen, wenn du jetzt dir kurz Gedanken machst zu Hause und sagst, wo gibt es jemandem, den du vergeben kannst und möchtest. Und das ist ein Glaubensschritt, bevor es ein Gefühl ist. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, ja. Und das, also mach das für dich, aber es ist wichtig. Das schon der Andi hat gesagt, das ist so, dass oft die Menschen der Misserfolg oder wenn du sagst, sie verfehlen die göttliche Berufung, weil eben sie das nicht machen. Das habe ich zu oft gesehen. Ja, das ist schon krass. Genau. Weil sie einfach, da wirst du verbittert. Ja. Und weißt fangst an zu kämpfen. Ja, genau. Und weißt du, was da hilft? Ein ganz banales Gebet, also banal ist es nicht, aber ein ganz, wie sagt man, alltägliches Gebet, das wir eigentlich alle kennen, ist das Vaterunser. Schön, sehr gut. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Es ist gekoppelt. Du kannst es nicht voneinander trennen. Also nimm das mit, Vater unser. Vielleicht möchtest du das nachher gerade für dich beten. Jetzt lade ich dich ein, nochmal in den Chat hineinzugehen und einfach sagen, wenn du Gebetsanliegen hast, schreib es jetzt hinein. Wir möchten einfach für dich ganz kurz beten, machen das auch wieder abwechslungsreich. Einfach schreibe ein. Ich habe schon einige Leute haben da schon gebetet. Das ist so cool, wie ihr das miteinander macht im Chat. Aber wenn ihr jetzt einfach Gebetsanliegen habt, dann schreibt es hier rein und wir fangen einfach an zu beten. Also ich denke, wir haben für
Die Susan, die braucht genau gerade Gebet. Oder vielleicht möchtest du anfangen, da zu beten, dann schauen wir rein in den Chat. Okay? Ich könnte einfach jetzt reinschreiben und dann fangen wir an zu beten. Gerade für Gesundheit, für Familiensituationen, was auch immer. Das ist mega cool, da dürfen wir so verbunden sein. Genau, Ich möchte einfach das Vaterunser beten. super. Ich möchte wirklich, habe wirklich das Bedürfnis zu sagen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gib uns unser tägliches Brot und eben vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich danke dir, Jesus. Yes, Vater, ich stehe gerade jetzt auch ein für die Situation am Arbeitsplatz, wo jemand Mobbing erlebt, dass da wirklich ich bete für einen Change, jetzt einen göttlichen Change in diesem Arbeitsplatz, dass da vielleicht die Person gehen muss, gehen wird, die Unruhe stiftet, die Mobbing fördert. Ich bete jetzt für ein göttliches Klima und ich bete auch für Schutz für diese Person, die einfach da die Schwierigkeiten ertragen muss. Ich bete wirklich für Schutz, dass du vorangehst, das Herz schützt, aufzeigst, was die nächsten Schritte sind. Und ich bete für Gunst, dass einfach dass übernatürlich sich die Stimmung jetzt verändert an diesem Arbeitsplatz. Und ich möchte wirklich einfach auch beten um Vergebung dort, wo manipuliert wird, dort, wo Menschen vielleicht zu sehr rumgeschraubt haben, damit andere Menschen dich, Jesus, kennenlernen. Ich bitte wirklich, dass hier eine Freiheit reinkommen darf, dass du, Jesus, wirken kannst und dass Menschen zu dir finden. Und ich bitte dich für mich einfach auch ganz persönlich um Vergebung dort, wo ich rumgeschraubt habe. Und ich danke dir, dass ich wissen darf, dass du die Menschen zu dir führst und dass ich einfach ein Anstoß sein darf, um diese Menschen ein Stück weit näher zu dir zu bringen. Ja. Und wir stehen ein mit all diesen Menschen, die beten für Peru, dass da Friede, wieder Ordnung einkehren wird. Wir beten für eine göttliche, gute Regierung, wieder Ordnung im Namen Jesus und Schutz, dass Menschen mit Integrität aufstehen und einen Unterschied machen dürfen. Wir beten für das Land und die Christen in diesem Land, dass du sie stärkst und ihren Gunst und Weisheit gibst, was zu tun in dieser Zeit. Wir beten auch für Gesundheit. Ist oft geschrieben worden bezüglich Gesundheit und wir danken dir, dass wir dir einfach die Gesundheit hingeben dürfen, Jesus. Ja. Und wir wissen, dass du unser Arzt bist. Wir wissen, dass du zu uns sprichst, wie du uns berühren möchtest, dort, wo wir Heilung brauchen, sei es an unseren Körpern, sei es an unseren Seelen. Und wir danken dir, Jesus, dass du heilst, dass du befreist, du tust das noch immer. Da sind wir 100%ig überzeugt. Und wir danken dir, dass du das wirklich tust, dass du heilst, dass du befreist, dass du zeigst, wie du heilen möchtest, wie du befreien möchtest. Danke, dass wir ein offenes Ohr dafür haben und einfach die Schritte gehen dürfen, die du uns aufzeigst. Wir gehen auch für spontane Heilung und wir danken dir, dass du wirkst. Yes. Jetzt in diesem Moment. Amen. Amen. Ihr so gut im Chat, ihr betet weiter füreinander. Gewaltig. Danke, Isa. Warst du heute dabei? Danke, war schön mit dir. Gleichfalls.
Danke euch allen, die heute dabei waren. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag, meine Damen und Herren. Genau, wieder online vor Ort. Lea und Susan, sie sind zurück aus ihrer Asia-Reise, Asien-Reise. Und ja, ich freue mich drauf. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mir in den Mittag. Euch vielleicht guten Nachmittag. Und sagen bis bald. Be blessed.